Knapp 30 Kilometer nördlich von Augsburg. Der Vespa-Club Donauwörth hat Feierabend. Auf den Rollern zieht es die Ausflügler raus ins Grüne. Gesucht wird jetzt Natur, dem Alltag entfliehen, Freiheit spüren, Abendbrise, la dolce vita. Das ist halt ein ganz tolles Lebensgefühl. Also auf der Vespa zu sitzen, der blaue Himmel, dann das viele Grün herum und dann die Bäume, die Allee. Das ist einfach cool. Jetzt zu mein Gemüse vielleicht auch, das habe ich halt liebevoll geschnitten, gell? Regelmäßig führt die Route die Nostalgiker durch das lichte Blätterdach einer Birkenallee bei Gut Herlehof. Wege ins Ungewisse, ein Abenteuer. And it was signed by the Secretary, Harper Valley PTA. Zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges hat sich das französische Wort bei uns hier etabliert. Allee, zu Deutsch einfach gehen. Das also gibt es an diesem lauen Sommerabend zu tun. Treiben lassen, abschalten. Ja, es ist ein schönes Gefühl, einfach diese Freiheit, diese Natur genießen. Es ist schon was ganz Besonderes, weil in der Stadt, im Alltag, einfach so zum Entfliehen einfach, in der Natur. Ja, die geräucherten Mozzarella, oder? Ja, früher auch Mozzarella. Öl, jetzt wenn man sich das halt vorstellt, du bist den ganzen Tag so in deinem Abarbeiten, in deinem Erledigen, deine Effizienz, dein Alltag, dein Gestressten und du hast dann diesen kleinen italienischen Haufen Blech, der dann auch noch wirklich dich gut voranbringt von A nach B, dieses puristische Fahren, diesen Wind spüren, diese Leichtigkeit dieser kleinen Maschine, aber die dich trotzdem so schön von A nach B, genau dieses Fahrgefühl, was du dann in dem Moment auch hast, zu sagen, okay, jetzt schalte ich ab, jetzt gehe ich auf dieses Fahrzeug. Wir machen uns auf den Weg, träumen uns durch die Alleen. Spurensuche, Fluchtpunkt, Horizont. And if you smell Shirley Thompson's breath, you'll find she's had a little nip of gin. Ursprünglich traf man Alleen in Deutschland nur im Königreich Preußen an. Dann aber kam man auch bei uns in Bayern auf den Geschmack. Hier auf der Herreninsel im Chiemsee ist es eine Obstbaumallee. Betreut wird sie von Jakob Nein. Er ist Landschaftsgärtner und damit zuständig für alles, was grün ist auf der Insel. Seit mittlerweile über 13 Jahren lebt er zusammen mit seiner Familie und Hund Wulfi auf Herrenchiemsee. Nur, wie kommt's eigentlich zu dem Namen Apfelallee? Ja, das ist ein ganz alter Name. Zu der damaligen Zeit, wo das noch ein Herrenkloster war, Augustiner Chorherrenstift, da waren hier auch Äpfelbäume gestanden. Und deswegen ist es immer noch die Apfelallee, obwohl es mittlerweile Birnbäume sind. Und worin besteht jetzt eure eigentliche Aufgabe? Also wir pflanzen schon auch immer wieder nach. Da pflanzen wir dann eben historische Sorten. Da haben wir jetzt die Salzburger Birne zum Beispiel nachgepflanzt oder die steirische Mostbirne ist auch hier oder die Pastorenbirne. Und ja, so schauen wir, dass wir die alten Sorten auch erhalten. Ne? Bestandserhaltung, schön. Und die Birnbäume, die jetzt da sind, die nehmen wir her für unsere Schnapsbrennerei. Ah, flüssiges Obst. Über 400 Liter Schnaps im Jahr werden hier in diesen schönen Gewölben der alten Brennerei gleich neben dem Augustiner Chorherrenstift gebrannt. Ein echter Geheimtipp. Und neben den Birnen werden auch Kirschen, Holunder und Zwetschgen verarbeitet. Für Touristen, aber natürlich auch für die Insulaner. Hauptattraktion der Insel aber ist das Schloss von König Ludwig II., der nach französischem Vorbild auch eine traumhafte Allee anlegen ließ, vom See direkt hinauf zum Schloss. Das ist die Vorderseite vom Schloss und das wäre eben so gedacht gewesen, dass man hier zum Schloss rauffährt und deswegen heißt die Avenue. Mit welchen Bäumen? Das sind Linden, Tilia cordata, Winterlinde, ein ganz typischer Baum aus der Barockzeit und auch ganz ein wichtiger Baum für den König Ludwig. Viele Touristen sind hier aber nicht zu sehen. Warum spielt sich eigentlich alles auf der anderen Seite ab?
Ja, das ist einfach der Insellogistik geschuldet, weil die Schiffe halt auch in der Richtung anlegen und das der kürzeste Weg ist. Und es ist auch die attraktivere Gartenseite mit den Brunnen und so weiter. Da gehen die Leute halt durch. Die Avenue ist halt nur eine Allee und nicht so spektakulär wie unser Garten. Ja, ich sag's am jeden, es rentiert sich auch die Vorderseite vom Schloss sich mal anzuschauen mit unserem Ehrenhof und mit der wunderbaren Allee hier und auch mit dem Blick raus zum See, der wirklich ganz, ganz toll ist. Das ist der Blick, den der Ludwig hatte. Ochsenberger 1, 2, 3. Ja, ich habe geschafft. Ochsenberger 1, 2, 3. Ah! Du hast deine Hand bewegt. Ochsenberger 1, 2, 3. Ah, okay, jetzt wieder mal. Ich verstehe dich nicht. Ja, aber es war Ochsenberger 1, 2, 3. Close enough to start a war. All that I have is on the floor. Augsburg, Stadtteil Hochzoll. Hier neben dem Kuhsee findet sich eine von Bayerns wenigen Ahornalleen. Die schützenden Baumkronen, die sich schnurgerade aneinanderreihen, ziehen viele Spaziergänger an. Ursprünglich dienten Alleen als Schattenspender. Königreich Preußen, 17. Jahrhundert. Hunderte von Kilometern Heeresstraßen werden gebaut. Entlang pflanzt man Baumreihen. Graf Töring, ein weit gereister Landschaftsexperte und Schlossherr, sieht das und holt die Allee nach Bayern. Früher Schattenspender für Soldaten, heute ein schöner Spazierweg. Auch die kleinen Besucher fühlen sich wohl. Ja, ich war mit meinen Eltern hier und zum Schwimmen und zum Schlittschuhfahren. Die Blätter und manchmal sind auch Hunde draußen, die ich dann gern streichel. Die Birke und die Rotbuche. Und noch ein Baum, den Namen weiß ich nicht. Ist auch voll mini. So ungefähr. Das schützende Blätterdach bleibt dienlich. Zweckentfremdet tummeln sich heute die Besucher zu weit erfreulicheren Anlässen als aus der Geschichte überliefert. Keine Soldaten mehr, sondern spielende Kinder. Rolin, schneller! Hab ich gesagt, Ski? Why be afraid if I'm not alone? Life is never easy, the rest is unknown. Himmelkron in Oberfranken. Über Jahrhunderte flanierten die Bayreuther Markgrafen durch die Lindenallee zu ihrer Sommerresidenz, dem Jagdschloss Himmelkron. Markgraf Christian Ernst ließ die Allee im Jahr 1662 anpflanzen. Diese hat eine spannende und wechselhafte Geschichte. Friedhelm Hauen hat sie dokumentiert. Ja, Fürsten haben die Allee angelegt und ein anderer Fürst, der hier dann zu sagen hatte, das waren die Preußen, die hier das Land übernommen haben. Die haben 1792 die Allee abholzen lassen, gegen den Widerstand der Bevölkerung. Aber es war nichts zu machen. Es war fürstliche Anordnung von
oben her, die Allee musste beseitigt werden. Doch die Himmelkroner ließen die Zerstörung ihrer Allee nicht auf sich sitzen. Die Bürger haben sich zusammengeschlossen in einem Verein, im Förderkreis Himmelkron, der im Wesentlichen erstmal im Blick hatte, die Allee neu anzulegen. Und der Platz war noch da, die Fläche war nicht irgendwie bebaut oder anderweitig genutzt, der Grund konnte erworben werden. Und so wurde diese Allee mit über 600 Bäumen vierreihig wieder angepflanzt, ist fast 1 Kilometer lang. Die Allee diente vor allem dem Bai-Mai-Spiel, einer höfischen Mode aus Frankreich. Ziel des Spiels? Einen Holzball mit einem Holzschläger und möglichst wenigen Schlägen durch einen Reifen zu schlagen. An fast allen europäischen Höfen der damaligen Zeit war das Bai-Mai-Spiel populär. Nur eine einzige Linde der historischen Allee blieb bestehen. Sie bildet die perfekte Kulisse für Theaterstücke und Lesungen. Hier sehen wir eine Märchenlesung vom Theaterverein Die Buschklopfer aus Kulmbach. Ihre Bäuche waren dick aufgebläht. Krah, krah, krah. Erschöpft von der Suche legte sie sich in eines der Betten und schlief ein. Dieses Jahr waren wir auch mit unserem Märchenstück, mit unserem Kinderstück hier. Wir machen um die Weihnachtszeit immer ein Stück für die Kinder. Das waren die Piraten in der Rumpelkammer. Da hatten die Kinder hier auch großen Spaß. Die Kinder hatten mordsmäßigen Spaß. Ja. Mit Kulturveranstaltungen und einer Gartenmesse bringt der Förderkreis neues Leben in die Lindenallee. Der Verein hat 250 Mitglieder. Geselligkeit wird hier großgeschrieben, aber die regelmäßige Pflege der Bäume bedeutet auch viel Arbeit. Vorsitzende Inge Tischer. Also zu Beginn hat sich ja das einfach, dachte man, es ist eigentlich ganz einfach. Man kauft schöne Bäume, man lässt sich die spenden. Also die Bürger wurden aufgerufen, hier Bäume zu spenden. Die Bäume waren natürlich nur ein Durchmesser von ungefähr dieser Größe. Und dann hat man die einfach hier nach diesen Vorgaben in die Wiese gesetzt, auch in ehrenamtlicher Arbeit. Aber die Hauptarbeit wird jetzt erst im Herbst auf uns zukommen, wenn nämlich diese schönen Bäume alle ihre Blätter verlieren. Dann sind wir alle gefragt, um dieses Laub hier wegzuschaffen. Mit sehr viel Liebe kümmert sich der Förderkreis in Himmelkron um die Allee. Sie ist ein Stück Identität. Das ist das Schöne an der Kurfürstenallee in Marktoberdorf. Sie liegt traumhaft eingebettet in die Allgäuer Landschaft. Sie hat bald 250 Jahre auf dem Buckel und besteht aus über 600 uralten Lindenbäumen. Kurfürst Clemens Wenceslaus von Sachsen ließ sie in den Jahren zwischen 1774 und 1780 anlegen. Und das war gut so. Ausgangspunkt der Allee war das Schloss von Oberdorf, die Sommerresidenz des Kurfürsten. Heute ist dort die Musikakademie Marktoberdorf untergebracht, die über 160 verschiedene Kurse pro Jahr anbietet. Gerade ist die Schwäbische Chorakademie mit ihrem Leiter Christian Wohlitz zu Gast. Und von ihnen hören wir Schubert. Sehr windig, aber unglaublich schön. Da steht ein Lindenbaum, ich träumt in seinem Schatten, so manchen süßen Traum. Ich schnitt in seine Rinde, so manches liebe Wort.
Darauf sind sie alle stolz hier in Ortenburg, einem kleinen Markt im Landkreis Passau, auf ihre Lindenallee, eine der ältesten und schönsten Alleen in Bayern und damit ein Wahrzeichen dieser wunderbaren Kulturlandschaft. Auf dem Weg hinauf zum Ortenburger Schloss führt sie an der Kirche Maria Himmelfahrt vorbei. Und ganz in der Nähe, in Fürstenzell, lebt und arbeitet der Künstler und Maler Georg Tumbach, Meisterschüler an der Akademie der Bildenden Künste in München und aufgewachsen mit Wald und Bäumen. Ja, ich habe das lange Zeit versucht, irgendwie zu umgehen, eben der Sohn eines Forstbeamten, dieses Klischee zu bedienen, dass man sagt, ich gehe jetzt in den Wald und führe die Tradition, die familiäre Tradition sozusagen fort. Also das war bei mir lang im Kopf, dass ich versucht habe, das eben auch nicht zu tun, aber ich habe gemerkt, die Nähe zum Wald, die ist einfach da. Wenn man so aufwächst und Verschiedenes weiß, wenn man Pflanzen beim Namen benennen kann oder Bäume beim Namen benennen kann und bestimmte Dinge beobachtet, dann ist das Interesse einfach zwangsläufig da. Und irgendwann haben wir gedacht, warum soll ich das auch nicht machen? Der Wald als Atelier sozusagen hat viele Vorteile, wenn man keinen Arbeitsplatz hat. Also es ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Ich wollte immer mal Ruhe haben, wollte rausgehen und habe gewusst, da habe ich Platz genügend und kann mich überraschen lassen, was mir so über den Weg läuft, also vom Motiv her. Und das ist eigentlich auch das Spannende dabei, dass man selber nie genau weiß, was erwartet einen, was setzt man um und da bleibt das Ganze lebendig. Ja. Welcome to the Ponderosa, my friends, for an evening of songs and stories about the American West, a land of legend, of romance, of friendship and loyalty and courage, a motherlode of remembrance, a true bonanza. We chased Lady Luck till we finally struck Bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold Bonanza. With a horse and a saddle and a ring full of cattle, how rich could a fella be? On this land we put our brand, our pride is the name. Geht ganz viel ausreiten, wir gehen viel ins Gelände. Wir haben auch eine Ovalbahn außen, wo auch ganz viel einfach Natur ist. Ja. Und auch das ist für die Kinder wichtig, dass wenn die ausreiten gehen, dass die auch raus dürfen, auch die Pferde raus dürfen und macht auch denen Spaß. Islandpferde scheuen weder Wind noch Wetter. Draußen in der Natur fühlen sie sich am wohlsten. Auf dem Island-Pferdehof Lindenau bei Friedberg können Kinder und Erwachsene der Natur ganz nahe sein. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold Bonanza. Diese Verbundenheit lebt die Betreiberin Ursula Stadtmüller vor.
Also wenn man rausgeht ins Gelände und wenn man einfach die Welt mit anderen Augen sieht, ob man in der Früh ausreiten geht und der Morgentau draußen rumliegt auf den auf den Feldern und auf den Blättern oder am Abend, wenn die Sonne untergeht, ist schon schön. Also, ab ins Gelände. Hoch zu Ross auf der nahegelegenen Lindenallee unterwegs. Ein herrschaftlicher Weg, der an das fürstliche Leben erinnert. Gertrud Klier, die Mutter von Ursula Stadtmüller, kann uns sagen, wieso das so ist. Diese alte Allee war also die Zufahrtsstraße zum Herrenhaus. Und es war in den 20er, 30er Jahren durchaus so, dass der Herr des Hauses, der Gutsherr, seine eigene Zufahrtsstraße hatte, die direkt dann mit einem Rondell zu dem Haus, zu dem Gutshaus geführt hat. Here in the West, we're living in the best bonanza. The friendliest, fightingest, lovingest band that ever set foot in a promised land. And we're happier than them all. That's why we call it bonanza. 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 Wer im Zug nach Geltendorf bei Landsberg am Lech sitzt, spaziert nach Ankunft unter einem grünen Blätterdach in eine Abtei. Eine Allee führt ihre Besucher in die Heiligen Hallen, 40 Kilometer westlich von München. St. Ottilien. Seit 1884 herrscht hier lebendiges Treiben. Missionsgruppen, eine Schule, eigenständige Landwirtschaft, ein florierendes Klosterdorf. Die meisten Alleen führen auf Schlösser, Kirchen und andere Prachtbauten zu. So auch hier. Ein Verbindungsweg zwischen Bahnhof und Kloster. Viele Geschichten, Lebenspfade, Erinnerung. Ich war vor ungefähr 30 Jahren hier und habe dann eine Dame angesprochen, weil ich den Weg nicht mehr kannte. Und sie erklärte mir den Weg. Und als ich dann die Allee sah, denke ich, wunderschön wie früher. Es ist die Allee, ich habe es jetzt genossen, diesen Weg zu gehen. Und für uns war das natürlich eine Riesensache hier im Kloster, weil das war einfach, dass wir uns selber ernähren können, also von unseren eigenen landwirtschaftlichen Produkten leben. Und das ist nach 30 Jahren eigentlich mit dieser Allee zum Abschluss gekommen. Das sind jetzt Bilder aus der Zeit vor und nach dem Ersten Weltkrieg und zeigt eben, wie die Mönche, es war eben Gemeinschaftsarbeit, auch für die Gemeinschaft selber wichtig, dass alle mitgeholfen haben, um diesen Umkreis um das Kloster trocken zu legen und eine funktionierende Landwirtschaft zu ermöglichen. Gemeinsam anpacken, etwas aufbauen. Die ständige Weiterentwicklung des Klosters verdankt der Ort den Menschen, die dort leben und arbeiten. Die Stärke entsteht durch Gemeinsinn, eine Lebensphilosophie. St. Ottilien versteht sich ja schon als ein Ort, wo wir Leben fördern wollen, wo wir lebendig sein wollen, wo Leben aufblühen soll, also ein Lebensort sozusagen. Und der Weg dahin ist grün an beiden Seiten und ist einfach wunderbar und ist auch erhebend. Es ist eigentlich schon fast wie an manchen Stellen wie so ein Dom, wie so eine gotische Kirche, wo es schon ein bisschen so gefühlt himmelwärts geht durch die Bäume. Das hat was als Zugang zu dem Klosterdorf. Es ist Herbst geworden. Goldenes Laub rieselt vom Himmel herunter, märchenhaft. Ein Mädchen gibt Kleidung und Essen an Bedürftige weiter, bis es selbst nichts mehr besitzt. Desperado,
Vom Himmel rieseln goldene Taler herab, Lohn für ihr großes Herz. Jeder kennt es, das Märchen Sterntaler. Hier führen Alleen zu Prachtbauten. Die Historie ist uns in die Gegenwart gefolgt. Sterntaler neu interpretiert. Im herbstlichen Gold säumen Baumreihen den Weg. Zufahrtsstraße zum Schloss Grünau. Graf Ott Heinrich ließ das Jagdschloss einst für seine Gattin Susanna von Bayern erbauen. Mitte des 16. Jahrhunderts wurde der Renaissancebau fertiggestellt. Majestätisch führt die Allee auf den Schlosseingang zu. Hier draußen steht die Zeit still. Alleen drücken Herrschaftsanspruch aus. Eine prunkvolle Zufahrt, die auch Macht verkörpern will. Repräsentation und Reichtum. Nicht einmal 2 Kilometer weiter ein weiteres architektonisches Schmuckstück. Ankündigung für Gut Rohrenfeld ist auch hier eine Allee. Die Spuren der Zeit sind hier greifbar. Die Allee, Brücke in die Geschichte, Verbindungsweg, ein Stück Geborgenheit. Die Zeit hat sich hier frech in den Mauern eingeschrieben und im Holz der Bäume verewigt. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh freedom, well that's just some people talking. Your prison is